natürlich muss auch wann will digitale Leben deelholen den Internetzugang hun. Das ist von den Problemen, die mir gesehen, dass ein Preis dafür, dass ich überhaupt am Internet surfen kann, die Leute aber immer mehr davon laufen, wenn ich vergleiche wie die an den Jahren gestiegen sind, sehr für die Mobilen, wie auch daheim. Da finde ich auch heute Emotionen, mein Bruder, das wird keine überraschen, für Free Wifi durch Land, für das sind Leute. Wir schwätzen alle gut von dem Digitalen, auch können einen freien Zugang dazu kreieren. Wenn wir über die Magische schwätzen, darf man nicht die Fehler machen, wie Banken gemäht haben. Da sind Leute nur gezwungen sind, auf digital Wert zu gehen und dann aber Chemie auffangen, weil es gibt nur Leute, die können den digitalen Weg nicht gehen. Und da kommen wir auf die Diskussion zurück vom Lux Trust. Ja, das vielleicht haut am digitale mir sicher, wenn in die App hat, wo ich das nach immer kann vorstellen. Wir alle die Leute, die das Smartphone nicht tun und die anderen Möglichkeiten nicht tun, die trauern nach immer den malen Token noch. Und das ist von den Problemen, wo man eigentlich mehr Leute an einem gewissen Alter verschreckt, wie sie matt auf Bord zu holen, wenn wir eine Digitalisierung wollen. Da kommt mir hin an mir so, wenn du eine Solaranlage hast, da kriegst du einen garantierten Mindestpreis, die Variable, weil ich weiß, in einer geht es ja. Aber dass man aber man da so ich will keinen nennen mehr, die kennen von nicht, sondern alle Guten, dass du da die Leute nicht bei dieser los und dementsprechend machen. Das ist die eine. Die andere ist, der schwätzt die ganze Zeit von der Netzauslastung. An den Subsidien, wo haut doch gestimmt gehen, ist so, dass wenn dir ein Akku, der 10 die Batterie, wo der könnt du holen, so mal 7 Kilowatt, 10 Kilowatt, was er braucht, dann muss der an der Anfangsdemand, das heißt, alle Guten die Leute, die los schon eng Solaranlage gemäht und dann von den neuen Netztarifen matkuten, die kriegen noch kein Subsid mehr auf dem Akku. Und da finde ich eine Motion mal bräuchte, für das sie auch in Zukunft den Akku, wenn so gänge noch rüsten, dass in den auch nach ein subsidiiert kriegen, weil die Leute können ja nicht dafür, dass sie nur neue Netztarife gefordert gehen. Für das man da den Netz auch ein entlastet, weil da können die über den ganzen Tag ihre Strom speichern, nach also B. Punkt. Und dann die dritte Motion, das für eben die Netztarife, die da gekündigt sind, für Januar nach ein zu evaluieren, weil mehr Piraten sind nicht der Meinung, dass der Strom so mit daher geht. Wir sind der Meinung, dass der Strom von den wichtigsten Instrumenten gegen die Klimakrise ist und dass das Regierung, was am Gange ist, zu machen, beim Strom verantwortungslos ist. Merci. Wert von der Regierung, ob es an die Richtung kommen, für das sind Leute, können die Akkuen nur bauen, und dann hat man Netz entlastet, wir hatten die Kästen entlastet, und wir hatten eigentlich einen guten Kompromiss von. Merci. So ein Verraset. Für das heißt Netz die nötige Flexibilität und Sicherheit hat, für zu allem Moment genug Strom zu haben, wird die Regierung nach diesem Jahr eine nationale Speicherstrategie präsentieren. Zum Beispiel können die neue Subsidien den all Proprietären von einer PV-Anlage helfen, sich auch notrechtlich mit einer Batterie auszustatten. So was dem Klamm auf Strom, sodass dem Klamm auf Strom sich weiter finanziell lohnt. Merci, Herr Präsident. Für rund 3-4 Jahre hat man eine interessante Diskussion über CER, in dem wir unser Thema entdeckt haben. Wir hatten für rund einen Monat darüber geschwärzt, dass man den Lützeburger Produkt muss mehr attraktiv machen, und dafür gehen wir recht, dass auf diese Weg geht, für das als Gemüse und als Früchte viel mehr attraktiv werden sind. Weil von den Problemen, den auch der Konsument hört, das, wenn am Supermarkt steht, dann hat ein Produkt, das von irgendwo aus Südeuropa kommt, Nordafrika oder zum Teil von den Spargeln hält aus Südamerika, was Mercosur am meisten wird machen, weil du sind schon eine Meinung mal dir, mir für zurück zum Gemüse zu kommen. Das hat Tauschen vom Preis kostet. Und das ist Problem, wo man tun, und dafür ist immens richtig, dass der hier geht, und der gibt, ja, zu viele Millionen, was er angekündigt hat, ja, ich meine, das für alle ein bisschen kritisieren, ich kritisiere das nicht, weil ich so, wir müssen als Bauern helfen, wir müssen als Bauern stärken, weil es kann doch nicht sein, dass als Bauern nur muss auf anderen Plätzen spuren, es geht nun mal nicht. Wir können nicht sozial mitteilen mit anderen Ländern, weil denen hier Standards viel mehr tief sind, was nicht gut ist. Das heißt, Lützeburg muss man hingehen, und dann als Regierung muss Bauern weiterhin unterstützen und stärken, und dafür ist es heute noch ein richtiger Schritt, der gemäht wird. Das muss ich just nur in der Transparenz nachdem schaffen, dass wenn die Produkte nur zwölf sind, dass ich noch klar erkennt, dass die letzte Produkte aus den Serien sind. Weil was geschieht heute zuerst, wenn die Jour geht zwar vielleicht für 10 € verkauft, aber das ist aber nicht Wurzel oder Tomat. Hier können das die Transparenz, wo ich nur muss, dass ihr seht, auch an der Restaurant, auch an der Supermarkt muss ganz klar gekennzeichnet sein, dass dort also letzte Produkte und das hat auf 4 geholfen wird. Und dass in dat an Konkurrenz setzt mit den anderen Produkten, die von immens weit kommen. Weil ich schon nie verstanden, wie gemäß, weil so weit weh
zurückgelöst wird, kann mehr billig sein, und für was der Supermarkt das so massiv anbietet, und dann letzte Woche Produkte, die an Konkurrenz setzen. Du musst morgen mit der Distribution ein seriöses Wort schwätzen, weil leider hier in Händen, ich weiß, sie können die Produkte mit billig kaufen, aber sie müssen sie nicht mit billig kaufen. Wenn die Distribution gegen eine Hand mal packen, dann als Bauern noch stärken, wäre morgen mal gut NRW. Da wird mir dieses Projekt ganz gut als Hauptmacht stimmen. Weil all diese Bauern, wo ich so geschwärzt habe, so ein Banken verstehen es nicht. Das kann auch so am Dialog das Problem liegen. Mit Banken, die selten bereit, die Bauernbetriebe so zu helfen, wie es eigentlich verdient hätten. Und dafür ist das, was am Weltfrieden heute dran geschrieben wird, für mich immens wichtig. Weil, wenn wir Bauern wollen in Zukunft stärken, muss man in auch den Achse gehen zu den Banken. Und Banken müssen die Kredite so vergehen, dass der Bauer auch in Zukunft kann seine Entreprise weiterhin ausbauen. Das ist aber auch so, dass, wenn als Restauration sich verändert, es auch da einzelne Chancen gehen, zum Beispiel bei den Lieferservices, da gibt es ganz neue Applikationen, die dafür dienen, dass der Restaurateur nicht mehr muss Personal selber erstellen, beziehungsweise Autoren für finanzieren, für können auszuliefern und so auch ein kleinen Dörfer, über die Dorfgrenzen raus, kann sein Kommerz betreiben. Das sind aber nach Einzelfällen, wo am Moment da wirklich davon profitieren können, mit das aber den digitalen Weg, wo ich kann mitgehen. Klienten sind ganz unterschiedlich. Es sind Geschäftsleute und Touristen hier in der Stadt, vielleicht noch Touristen nach verschiedenen Regionen des Landes. Und dann sind echte Stammklienten an einer Gemeinde, die sollen an den Café, Bistro oder Restaurant kommen und das am besten regelmäßig. Ja, wann bleibt man da Geld am Portemonnaie haben, ist das sicherlich von den ersten Punkten, wo sie spuren. Das muss ich einfach da so, wenn ich bei mir in der Gemeinde gucke, wie das sich in letzter Zeit verändert hat, wenn ich Kaffee gesehen habe, den Heinz dort wäre nicht in einem Casino, wie an den Kaffee, an finalen Kaffee haben sie stummert nie Wasser, ob ich das gut finde, nicht, das ist eine ganz andere Diskussion. Wenn das aber einmal den Kaffee zum Casino gehen, also nicht zu, da wo ihn sich eigentlich gesellschaftlich trifft, da kann ihn eigentlich das auch mehr kritisch bewerten, noch von der Kaffee gerettet, an verschiedene Kaffeethemen gesucht und hätten durch mehr Rezepte wie durch die Bier, wo sie verkaufen. Ja, es gibt auch Männer Alkohol konsumiert, das ist ein Fakt, das geht gesundheitsministerisch freien, schon auch gemerkt, trinken, dann denke ich mir, kein Alkohol mehr wie Wasser da ja gehen, das finde ich aber nicht so gefallen. Aber ich würde aber so, haut das von dem Wasser oder Soft trinken, das sind eigentlich auch am Nudeln, das ist übrigens auch etwas, was man an einer Petition hat, ich meine, Wochen Herr Dallas, den da war, für Wasser, zumindest Wasser und Restaurant, ein bisschen wie billig oder gratis zu kriegen, wie auch immer, ich meine, da ist auch noch etwas, was no zu holen ist. Ja, Personalkaschen, Energiekaschen, das alles schon nur geschwätzt, die Energie lebt die Restaurateure noch fort. Für allem Dingen mit den großen Nerven, die kommen nicht nur an. Ich hatte letztes Mal mit einem geschwätzt, die hat mir gesagt, ich stehe mehr am Büro und mehr am Dossier, wie an dem Kartippen. Das ist von den ganz großen Problemen. Dass sie nicht mehr dazu kommen, hier Arbeit zu machen, mit dass sie mehr müssen an den Probieren machen. Und du hast sicherlich ein Punkt, wo ich muss aussetzen. Für den Materialien ist es geklungen. Ich bin nicht immer der Meinung, dass Gemengen sollen absprangen, aber wenn Gemengen absprangen, dann ist das vielleicht, wie für ein Beispiel Rosebud, ist das vielleicht sinnvoll. Rosebud Mumpisch, ist das vielleicht sinnvoll, weil dir vielleicht am Dorf kein Kaffee oder kein Restaurant mehr hat. Wir holen mal zum Beispiel Mengemengen, das war die Zeit, wie ich noch am Gemengerot war, du kriegst ein Restaurant plus den Restaurant am Land hat, de Loyer nogelos, weil dem muss über Krisenzeit vorher, während die anderen Restaurateure nicht. Und das sind eben dann die Situationen, wo entstehen von einer deloyaler Konkurrenz. Dem muss sind die anderen Restaurateure bei mir kommen, die gesagt, ja, mir ist Brauerei nicht noch. Mit Gemeng hat aber dem Moment de Loyer komplett nogelos und die war meinten, und das war natürlich eine deloyale Konkurrenz. So konnte natürlich auch sein, Bier sein Menü, ein Preis der passen, hat durch die anderen Restaurant ein bisschen Rose gemäht bis zur Bedrängnisbrot. Und dafür ist das vielleicht auf verschiedenen Dörfern eine gute Lösung, mehr verschiedene Gemenge, wo aber der Kommerz schon da ist, wo die Restaurants schon da sind, nicht immer zu roden, weil eine deloyale Konkurrenz durch eine Kaschafe, wo den einen dann eine billige oder Kehlweise bezahlt wird, den anderen volle bei einem privaten bezahlt, der meistens nach Rivadaya, das für allem von der Brauerei ist. Wenn wir bei Brauereien kommen, bei den ominösen Schanklizenzen, wo schon solche Kästchen Parlamentären dazu hat, dann noch schon für eine letzte Regierung, ganz viele Diskussionen gefordert, zu der Sprecherin, weil durch Demos der Gilles Roth, den Demos an der Opposition, das System matt kritisiert wird, weil eigentlich unfair ist. Das ist ein Monopol, das man da geschafft gibt für die Brauereien, die nicht korrekt ist. Und an plus, weil sie begrenzt sind, könnt auch noch keinen anderen tun.
Und da kommen die ominös exklusiv Verträge dabei, wo der dann noch gezwungen sieht, für die beim selben Depositär, Brauerei zu kaufen. Die könnte man nicht einfach bei irgendeinem Winzer gehen, wo der will, weil dem sein Wein vielleicht besser aus oder besser Konditionen kriegt, nicht am Kontra. Der muss bei dem, wo die Brauerei erst vorschreibt, kaufen. Und das ist von der ganz große Problem anschmengen. Da muss man ja im Konkurrenzrecht ganz klar abräumen für allem. Wenn es Gemenge sind, und das ist zu Painting so gewesen, kennen ich die Kontrakte ganz gut, wo sowohl die Leute fixieren, wie Herr dass ein fester Kontrakt muss gemäht gehen, an Herr natürlich die Volumen geht sich abbrechen, und dort zu gut nach Klauseln dranstehen, dass in so viel Hektoliter Bier muss kaufen, auch von denen sie gar nicht brauchen. Und das sind alle guten die Verträge, wo die Regierung ja misst Riegel vorschreiben, weil man hätte sicherlich auch mehr Kaffee, die Kinder profitabel funktionieren, wenn sie nicht gezwungen wären und die Exklusivverträge, wenn sie nicht gezwungen wären und die Schanklizenzen, aber man dann ja gingen reformieren. Merci. Herr Minister, an der Zwischenzeit als Technik evoluiert, sind Batterienhersteller, wo man am Moment schwätze von 1000 Kilowatt, 1200 Kilowatt, wo Kalden, aber die schönsten und modernsten Autos bringen nicht, wenn die Infrastruktur nicht da ist. An anderen Ländern haben angekündigt, dass auf die Weg gehen, an die Bornen werden nachrichten, und dafür wollte ich auch mal nachfragen, wie die Lützeburger Regierung hier das Konzept, das für das Lützeburg den Ausschluss nicht soll verlieren, weil wir sind am Moment am Tanktourismus unterwegs und immer so gerne, wenn wir gegen an den Energietourismus ranklammen, dann Leute an Vakanz wollen, dass sie hier Kinder löden, dafür wird flott, wenn noch zu Lützeburg die Infrastruktur über die 300, 350 rausgänge gehen, da kann ich ja schnell sagen, ich mal auf der Weg, wird mich immer nervt, da das nämlich verschiedene Hersteller, von der, wenn der Auto löde geht, die schreiben zwar 300 Kilowatt drauf, sie hängen aber 2 Autos run, dann kann ich nach 150 löden, dann sind ganz viele Leute, die an Vakanz führen, die sich nur abregen, ob wann das schon modernisiert, nicht doch garantiert, kann gehen, dass das, weil der Boden steht, auch wirklich nur beim Auto als Leistung rauskommt, weil das aber schon ein bisschen trickiert, weil wenn 300er Boden geht, dann muss ich jetzt bitte natürlich nach 150 Kilowatt messen. Merci, Herr Präsident. Das ist für allem wichtig, dass an diesem Dossier die Entscheidungen wie schnell können gefällt gehen, muss ich aber auf der anderen Seite aufpassen, dass Entscheidungen für Sanktionen geholt gehen, auch die nicht leichtfertig geholt gehen. Und das kann ich so als Erfahrung vom Office Sozial, dass man da verschiedene Dossiers, wo man hin zu den Kap rösele, wenn man gesehen wird, dass die Leute dann die Revis Bemol nicht mehr kruten oder eine Hölle für nicht mehr kruten, und dann aber wirklich am kahle Reh stehen, weil das sind als Schicksalsschläge von den Bemol ob nicht zurückfällt, das glücklicherweise, aber nicht an allgemein dann der Office Sozial den an einer unterschiedlichen Dossier interpretiert, anspringt für den Leute zu helfen, weil du sie Leute, die fallen komplett auf Null. Und dann der kann daheim sitzen, die hat 1000 zu bezahlen, die abstierst, und der das nicht immer ganz so mal korrekt aufgelaufen, da konnten die Leute dann auch recht. Und da konnten sie nur bezahlt, mehr die Überbrückungsphase, wohin hört, bis den Komitee freier die Entscheidung getroffen wird, stehen in ohne etwas da. Dafür kann das Gesetz helfen, dass, wenn der Präsident die Entscheidung nur hält, aber wenn das nur geguckt wird, dass es vielleicht mehr schnell geht, und dass in denen Leute mehr schnell helfen, weil es gibt sicherlich Leute, die nach Büman noch tätig sind, haben wir am Office Sozial gesehen. Wir kennen aber auch die Leute, wo irgendeine Information vielleicht gefehlt hat, oder Leute, die man nicht konnten, Dokumente richtig ausfüllen oder falsch Kase gesagt haben, was auch immer. Das gesagt mir oft. An die Leute sind dann auf Null gefallen, und es hat so lange gedauert, bis die Revis kommen, an die Leute, die hängen dann auf den Entscheidungen vom Office Sozial, wie vorher gesagt, dass das dann allgemein unterschiedlich wie Kulant, den du hast, weil schon noch von anderen Gemengen leider hören, dass sobald eine Entscheidung vom Revis, da wäre richtig oder falsch, ein Office Sozial, und das ist quasi auch so, da sieht, wenn da beim Revis ein Kommen gelost hat, obwohl das noch nicht bewiesen ist, ja, eine andere Meinung hast, dass ihn dann direkt beim Office Sozial auch durchfällt. Auch das ist etwas, was den Einkehr muss diskutieren. Auf der anderen Seite, also da war es so, dass wenn Hilfen ausbezahlt gehen, die nicht dürfen doppelt ausbezahlt gehen. Das ist nämlich auch der Fall. Wenn da zum Beispiel, wenn der Revis nämlich kriegt, und die Entscheidung steht aus, 2-3 Monate, wie das der Fall teilweise war, und kriegt vom Office Sozial die Zeit überbrückt, und dann kriegt den Revis aber voll kompensiert, dass nicht, dass dann in quasi während der Zeit doppelt aufkassiert wird. Das ist ein bisschen viel zu erklären wie bei der Energieprämie. Die ich komplett unterstützen. Die Energieprämie ist auch so ein Phänomen. Die Energieprämie wird am Anfang vom Jahr ausbezahlt. Da gibt es aber dann verschiedene Klienten an einem Office Sozial, die kommen Ende des Jahres, für dann auf die integrale Stromrechnung bezahlt zu kriegen.
Das heißt, den Anfang des Jahres etwas kriegt für die Stromrechnung an sich zu bezahlen. Ich weiß, dass das nicht durchgeht für den ganzen Deal, mit der das nie auf dem Energie ankommt. Auch das ist etwas, wo ich einkehren muss, darüber diskutieren, wenn er so Entscheidungen hält, ob er das nicht in Zukunft kann verbessern, noch für die Leute zu schützen, weil auch da Situationen sind, wo vielleicht das Geld für besonders aufgezogen als ein Sesi oder so etwas und das dann nur der Rechnung kommen. Sondern beim Revis hoffen ich, dass durch das Neidgesetz die Entscheidungen viel schnell können getroffen werden. Ich weiß, den Namen Präsident wird nur immens viel Arbeit tun, da steht der ganze Staff nur Hand drin, so dass die Leute wenigstens an der Zeit nicht auf Null fallen, an dass die Leute können geholfen kriegen, sicherlich auch die Leute, die frisch an der Revis kommen, die Entscheidung wird viel schnell getroffen gehen, dafür werden wir Piraten noch der Zeit stimmen. Altnächst diskutieren wir darüber, dass der Strom fern mit Deier gehen ist, ob das nur 25-35% sind, als eigentlich dem, wo Geld nicht hört, und nur bezahlen muss, ziemlich egal, dann hätte nämlich gerne ein Hilfe. Und das Schlimmste dabei ist, dass die festfrieren, ob Rechnungen und nach Blutgänge sind, der Tisch zu gewandert, du heben das Karte oder das Blut nicht dumm hat, können wir nicht spüren, weil die festfrieren so hoch sind. Wir trippeln nur leider hier auf eine Bremse für die ganz umweltfreundliche Technologien, Leute, die bei Wärmepumpe oder einem Elektroauto umgeklommen sind, sind die, die hier bestraft gehen. Vielleicht wollte CSVDP die auch bewusst bestrafen. Die Netzkästen sind Herr Baum, ich kann das doch kurz erklären, Herr Präsident, die Zeit ist. Mal ganz einfach, an dem sehr hier geht, an dem hat der Strom Medaille an, der defavorisiert die modernen Technologien wie ein Wärmepumpe oder ein Elektroauto und der kriegt von der Presse viel gerechnet, dass ein Elektroauto nicht mehr favorabel ist par rapport zu einem Petrol, also Diesel oder Benzin. Also hat er ganz klar ein Signal gesagt gegen die Techniken. Und Herr Präsident, das war Netzkästen, sind Fehler. Für allem, und da komme ich rein, gibt Argument, das ist nämlich weiter das Argument, weil der ein Elektroauto daheim löst, leider nämlich direkt über eine Netzkäste, wo der ob 3 Kilowatt gesagt wird, weil der bei keinem Elektroauto wird durchgehen, also die losen 3D-Store für eine abzulöten. Und die Netzkästen von 11 Cent sind Fehler gewesen, und die hätten nicht kommen. Wir hatten übrigens eine Lesung proposiert an der letzten Diskussion, das war, dass ein Daku ein Orlo ein Subsid soll kriegen, weil Daku einen Subsid, wann das mit der Solaranlage matt bestellt, wann das aber nur bestellt, weil ihr der Strom an Blut gegangen ist, wo der kein Subsid. Und ich hoffe, dass der Herr Minister das an Zukunft wird berücksichtigen, dann auch Daku notwendig von den Wild abbauen, einem Subsid verseit, wie das bei der Anlage Fall gewirrscht wäre. Dann das Risiko, wo der AG, das politische Risiko, wir haben das vom ADR Heeren, ich habe mal zu Notizen AfD abgeschrieben, weil die an Deutschland das Argument benutzt haben. Der ADR hat auch benutzt, dass eine Relation wert zwischen Russland, Ukraine und so weiter, für das ein Strompreis ging an Blut. Und das ist eben ein ganz gefährlicher Mix, wo Populisten benutzen. Und das hat an Deutschland leider funktioniert. Du hast den Strompreis auch, das geht nicht so, mehr höher an Blut gegangen, wie der zuletzt Fall ist. Mit hat funktioniert, dass Populisten genau das benutzt haben, an einer Relation hergestellt haben, die nicht stimmt mit Russland und Ukraine. Und das ist ein ganz gefährlicher Mix. Und da sollte man politisch auch darauf aufpassen, dass die letzten Strompreise nicht an Blut gehen, weil man gemerkt, dass der ADR genau dieselbe Glock burstet. Für uns Piraten ist auch ganz klar, wenn wir einen Preisdeckel machen, dass das so Sinn für den normalen Staat. Ich weiß, da waren nur Reportagen, nur der LSAP-Pressekonferenz war eine Reportage von 25.000 Kilowatt. Also, ich verstehe nicht, wie 25.000 Kilowatt als Privatmann kann verbrauchen. Wir Piraten, der sieht vielleicht auch eine Meinung als LSAP, so ganz klar, da ist Stopp. Wir haben immer gesagt, ein Piscine, Sauna, was nach alles, soll nicht finanziert werden. Wenn dem schon die 25.000 zum Teil als zu hoch angesehen an unseren Diskussionen, da sie der kommen mit den 25.000, die soll auch noch geholfen kriegen, das sehen wir nicht so. Also, wann geholfen soll gehen, dann an einem Deckel von den 25.000, den schon zu hoch ist. Stromnetz ist eine wichtige Infrastruktur, und ich habe volles Verständnis dafür, dass er den Ausbau wollt finanzieren. Ich muss Ihnen aber do ehrlicherweise auch sagen, dass Kreos schon der Staat als mattgrößten Aktionär hat, nicht direkt, mehr über ein CEVO
hat die Ansicht, der größten Matspruche recht, der Tisch, das auch ein politisch Möglichkeit in hier will, dafür zu sagen, das Netz wird so ausgebaut, wie es soll sein, ohne die Bürger weiterhin zu belaschen, auch wenn die über verschiedene Ersatzfirmen gedeelt das, wäre aber die Möglichkeit da, weil das an einer staatlicher Hand ist. Ja, müssen schnell Lesungen hier, weil schon für bei der Motion gesagt, beim Office Sozial landen immer mehr Dossier für Leute, die hier Rechnung leider nicht bezahlen können, dann dafür wird wichtig, dass denen Leuten schnell geholfen wird, aber wir wollen nicht jeder forcieren, den an die Probleme könnt, wir haben muss bei einem Office Sozial zu gehen, wir machen einen korrekten Preisdeckel für die Leute zu helfen. Merci. Also dies führen als mehr wie Geld an das Wichtigste, was wir am Leben haben. Ich bin auch froh, dass wir heute eine Diskussion können feiern, die ein bisschen mehr ruhig ist, ein bisschen mehr souverän, wie das für 2-3 Jahre vielleicht der Fall war, wie wir an die Chamber kommen sind nach Protest dafür unter dir waren, wenn wir über Agrikultur gespart haben oder Stiefeln, Landstraßen, Stungen. Ich fand, dass die neue Regierung da eine gute Arbeit macht und dass wir auch mit Christoph Hansen gut abgestaltet sind. Da muss ich noch geliefert gehen von dem, was Madame Hansen an den Herr Hansen, wie sie an der Reden versprochen. Für Neues geht den Respekt an alle guten Bauern, die es auf sich geholt haben, für uns mit Lebensmitteln zu versorgen, und für allem und die Jugend, die in den Beruf leben, an den Beruf werden ergreifen. Das ist kein Geheimnis. Ich bin auch von den guten Konsumenten von den Lebensmitteln. Ich sehe kein Vorbild, weil ich wahrscheinlich auch zu ungesund konsumieren, ob das letzte Produkte sind oder wie bekannt auch mal eins zu Fastfood. Wir Piraten sind aber der Meinung, dass es nicht in der Politik soll sein, viel zu schreiben, wer den ist, wen ihn ist, an wie dass sie soll leben. Wir als Piraten als die Freiheit ganz wichtig, auch von den Transparenten dafür sorgen soll, wie ein Produkt benutzt an ist. Letzteer Lebensmittel haben eine bessere Qualität. Letzteer Lebensmittel sollen sich nicht auf dem Marché anlassen, für den Preis mitzuhalten, weil das ist etwas, was nie gewonnen wird. Das ist eine bewusste Kennzeichnung, die muss stattfinden, eine Transparenz von den Letzteer Produkten. Das ist der einzige Weg für uns, für das wir Produkte an den Konsument bringen. Und dazu gehört doch eine Verbesserung von der Transparenz. Weil heinz du, wenn in einen Supermarkt geht, das ist aber ein bisschen irreführend, dann ist vielleicht ein Logo von einem Lützeburger Supermarkt drauf und dann dreht den aber vielleicht so ist immer und dann also BE-Kennzeichen drauf. Wo die Leute sich da gedacht haben, etwas Gutes zu machen, vielleicht Lützeburger Produkte zu kaufen, weil du dann den Design auf Lützeburger Jas mehr war, wo die dran hast, eng anders. Das ist eine Transparenz, die man muss schaffen. Und ich hatte dann in den letzten 5-6 Jahren schon öfters gesagt, man hätte gerne QR-Code drauf. Dass ich kann ganz bequem nur lesen. Den ganzen Produktionsverlauf, denke ich an all Mögliches, weil, also ich sehe oder gut, aber auch für mich ist es immer mehr schwierig, wir haben drauf zu lesen, was die haben an den Produkten dran, also wo sie herkommen, weil Schmengen Produzenten beschreiben noch immer mehr bewusst, mehr klein. Und dasselbe an den Restaurant. Heutzutage geht in ein Restaurant, weiß ich nicht, ob in Lützeburger Büfteig-Kurden, holländischen oder belgischen. Auch da für uns muss Transparenz kommen, muss ganz klar an der Quart gekennzeichnet sein, wo das Waren hier kommen. Ja, die eine Spaghetti kostet dann eben 10 €, aber man weiß ja nicht, wo sein Fleisch her wird, für seine Bolognese zu machen. Den anderen, der vielleicht Lützeburger Fleisch benutzt hat, der verkauft auf 15, 16 €, aber da kann man kennzeichnen. Daran, das ist nicht nur, dass man die kennzeichnen, wo Lützeburger Fleisch hat, man muss aber auch die kennzeichnen, wo kein Lützeburger Fleisch hat. Weil du Leute guckst, weil verschiedene Kennzeichen freiwillig, mehr bringt dann nicht, wenn die anderen nicht kennzeichnen. Dasselbe an den Metzlereien. Oft geht ja mit gutem Gewissen an die Metzlerei, das aber leider da oder bei vielen Metzlerinnen so, dass in der Theke gar nicht gesagt wird, wo ihr hier könnt. Da muss ich dann so in den Supermarkt gehen, sehen da die op den Verpackungen zu schreiben, ganz genau wie Bauer wie dürft, weil das vorbildlich bei den Metzlereien das leider nicht immer zu finden. Und das ist weh, wo wir auch müssen verbessern, für dass die Transparenz hergestellt ist, wenn in Lokal an der Epicerie oder bei den Metzler geht, da sehen du auch direkt, wo könnt mein Poulet, wo könnt mein Randfleisch hier. Dann stärker Gemengen, also schon
den Mund fusselig geschwert, wie stehen uns am Gemengerot war, dass man de Mesore lehen an der Kräche solle méi lokal Produkte holen. Ich konnte immer gesagt, dat geht net, man net. Das ist aber ein Piece, man sollen weiter verfolgen. Ich weiß, dass man nicht alle Produkte zu aller Zeit können hun für die Maison lehen an das, was staatlich ist, aber man muss aber hingehen und das Monst probieren. Und man muss den Bauern nicht mehr einfach machen. Das wird unter TNS Ilre so geschwert, das größte Problem ist die Bürokratie. Und ich meine, das ist die größte Herausforderung, die man am Hansen hört, noch den Herr Hansen an der Europa, für das Wäsche zu kriegen. Weil es kann nicht sein, dass der Bauer noch mehr Zeit für den Schirm wie am Stall verbringt. Und da muss der Staat auch hingehen, für uns Piraten einen Mindestpreis garantieren, für das der Bauer seine Ware kann verkaufen. Aber wenn der Mindestpreis im Markt in der Regel ist, dann ist es für uns, dass der Staat muss angreifen, für die Waren zu garantieren. Dann den Tierschutz. Den ist für uns immens wichtig. Für uns ist es dafür auch wichtig, dass Lützebäuer Produkte verkauft gehen, wenn wir der Überzeugung sind, dass wenn Lützebäuer Bauern hier Produkte verkaufen, da viel mehr Tierschutz dran ist, wie wenn wir das aus dem Ausland billig importieren. Dann Lebensmittel sollen noch auf unsere Gesundheit aufpassen. Wir hatten die Diskussion schon, das wird mal eine Motion von die Gering. Lebensmittel dürfen uns nicht krank machen. Wir müssen ganz genau gucken, wie ein Zusatzstoffe das dran kommen, wie ein Medikament das Tiere gespritzt kriegen, was die Bauern im Terra aufwenden. Das ist immens wichtig, weil das möchte ja nur der Konsument krank anschmengen, das will gut gehen. Dann bei den Schulen. Wir müssen da umsetzen, dass für jung uns Konsumenten sensibilisiert gehen für gesunde Produkte an auch regionale Produkte zu wollen. Dafür werden nicht mal die Schulen auch mal gucken gehen. Ich weiß, dass bei uns zu Rolling ist das ein bisschen mehr einfach, der Bauer ist vis-à-vis von der Primärschule, das ist mir einfach. Wir werden nicht mal an Betriebe gucken gehen, an die Kanada direkt nur bringen. Dann ein ganz großes Durch, wo wir haben als Mercosur. Wir gesehen, das wird den Landwirtschaftsmarkt in Europa, auch in Lützeburg, auf den Kopf gehalten. Die Umweltbelastungen sind ganz ernst und die werden auch weiter steigen, wenn wir den Mercosur sollten unterschreiben. Es gibt noch Etüden, die besagen, dass 25% der Betriebe in Europa, ich gehe dann aus, dass Zöller in Lützeburg ähnlich wird sein, Kinder, vor allem die kleinen Kinder verschwanden, sollte Mercosur unterschrieben gehen. Das heißt, ich warne ganz klar für drin, ich überlege schnell ein Kehr, ob der Mercosur, da wird Matron, also mehr Piraten, werden nicht machen. Vor allem, wenn wir noch von Betrieben bis zugemäht tun, aufhängig sind. Dann zur Lebensmittelverschwendung an der Hundescheng Motion Marktbruch, das ist auch ein Thema, was schon an den 5-6 Jahren öfters ich hoffe, dass bei der neuen Regierung Dr. auf offene Ohren stoßen, weil es tut mir immer weh, wenn wir Produkte haben, die nach gut sind, an die gehen Wäschgehalt wären, auf der anderen Seite Leute, die sich nicht können kaufen. Für zu essen, da finde ich heute eine Motion, die ein bisschen in die Richtung geht vom französischen Modell, für hinzugehen, dass ein Supermarkt müssen die Produkte, die nach gut sind, eine ASBL zur Verfügung stellen für Leute, die sich leider nicht leisten können. Merci. Wir dürfen den TIS nicht privatisieren, wir dürfen nicht hingehen, also in den RGTR überhält nur als Netzer am Süden. Als Netzer am Süden, die wissen alle Guten, sind immens viele Passagiere, wir brauchen eine Höchstqualität, wir brauchen höchste Sozialstandards und das kann just den TIS garantieren, aber wir sollten nicht hingehen und eine Privatentreprise ausladen. Das ist die vierste Regierung, die im TIS gesagt hat, sie forciert bis 2030 auf Elektrobussen umzuklammen. Für Leute so, sie kriegen das nicht finanziert. Ich gehe nicht recht, dass man auf Elektro umklammen. Wir sollten aber nicht forcieren, und wir sollten nicht forcieren, dass er nur dafür den TIS muss auf RGTR umklammen. Dementsprechend und schaut die Motion Mabruch wie das Schlimmste von den Plänen von der Regierung nach zu verhindern. Merci. Die Verhandlungen sind wie gesagt noch am Gange und dafür ging ich proposieren, dass wir die Motion verwerfen. Klar, für ganz wohl Verhandlungen, dafür konnte ich auch schon verschiedene Elemente gestoßen an der Pressemitteilung, von der man da ministerisch lesen, wie wann die schon so entschieden wären. Und das sind eben nur mal die Punkte, dass verschiedene Linien auf RGTR werden umgeschaltet gehen. Das sind Schulbussen, das sind aber auch verschiedene Linien. Das war, dass den TIS mehr Budget braucht, mit dem soll ja laut aktuellen Verhandlungen nicht kriegen. Und ich meine nicht, dass Gewerkschaften nicht wissen, von was sie schwätzen, auch von der Lo hier erstellt wird, weil das genau das die Informationslage von gestern, wo die Gewerkschaften gesagt haben, dass es dort immens bedenklich ist, dass sie auch bereit sind zu streiken, soll die Regierung diesen Weg weitergehen. Dafür hat der Chamber heute gut zu Gesicht gestellt, für zu sagen, dass den TIS keine Linien und den RGTR, also auch privater
wird aufgehen. Merci. Ballfall dat wat moment gemet gët gët eine ganz einer Richtung wie dat wat der Hai an der Motion schreibt effektiv dat der Hai schreibt ass net am Sinn vum Tis. Merci. Ich mache de Wort op. Resultat vum Wort ass 4 Jo-Stimmen, 51 Neestimmen a 5 Abstentionen. Das Motion ist also aufgelegt mit 51 Neestimmen gegen 4 Ja-Stimmen bei 5 Abstentionen. Also Armee hat mehr Chancen, wenn es mehr attraktiv gemäht wird. Wenn Javalo schon die letzten 5 Jahre an der Defense-Kommission mitgemäht, hören hun, das sind so Sachen, dezidiert sie von der vierischen Regierung, die Armee nicht unbedingt mehr attraktiv gemäht. Weil der Krit, wenn in an der Armee geht, dass das ändert den Mindestlohn liefert. Zum Beispiel hier gedreht, von dem aus die Regierung dagegen war, dass die Leute, die frisch an der Armee gehen, endlich mal korrekt bezahlt gehen. Das heißt, wir hätten das schon. Wenn demals die Regierung mit der demolischer Opposition gestimmt hat, hätte man auch schon zwei Doten, die gingen mal Respekt kriegen, an dem sie gingen das Geld kriegen, war den auch dabausen und Marche krit. Die Armee Kind schon mehr attraktiv sind. Der hat ein ganz CGFP, die gegen der demonstriert wird, weil da Modikus einfach das Bewertungssystem durch immer gefordert wird. Auch das als etwas, der schwätzt die ganze Zeit von der Attraktivität von der Armee, mit die vergisst der alle die Punkte, wo der falsch gemäht wird. Und dafür mengen ich, es war ein bewusster Testballon, wo das Regierung gemäht wird für den obligatorischen Militärdienst. Und sie froh, dass du draußen das ganz negativ kommst und dass er ganz schnell Meinung gerne tut, und dass man Haut werden über die Einzelmotionen, das auch endlich werde festschreiben, dass in dieser Regierung kein obligatorischen Wehrdienst wird kommen. Der hat gesagt, ging ich dann das Motion zum Wort stellen. Ich mache den Wort op. Der Wort als aufgeschlossen. Das Resultat vom Wort aus 25 Ja-Stimmen bei 35 Nein-Stimmen. Das Motion ist also aufgelehnt. Mit 35 Nein-Stimmen gegen 25 Ja-Stimmen bei keiner Abstention. Miranda, ich meine, die den Nerv getroffen. Ich meine nicht, dass alle guten Dünnerschriften genau ob die Prim erschrieben haben, dass sie echt das Thema, weil er auch auf Februar tut, dass viel ältere Probleme haben, wie man kann, über die Runden zu kommen, dass eigentlich schon das der Nerv ist, wo er getroffen wird. Weil das ist nun mal der Fall. Und das ganz viele Leute, die ihm dadurch erzählen, weil das nicht so, dass sie automatisch die gratis Service an einer Maison Relais oder so kann Ausspruch holen, weil die Mischgemenge keinen Platz haben. Das ist einfach so. Und da gehen die Leute, die schon wenig Geld tun, gehen direkt auf den privaten Markt für Kreische, wo sie dann nur immense Rechnungen kriegen und an den Davidskreis kommen, dass sie nur beim Office Sozial landen. Und das ist nur ein Fakt hier im Land und das ist von den großen Problemen. Ich meine, eine Petition hat das angeschaut, was viele Leute im Herz haben, dass sie für alle Familien mit einem geringen Revenu Probleme haben, für adäquat Material Kanner können hier am Land zu leben. Und dafür, ich meine, wenn ich schon richtig verstanden habe, auch von der Politik wird nicht unbedingt so groß Fried für das Prim entstehen, nur als Fazit. Aber wenn den aber der Weg Kind gehen, das ist vielleicht der Weg, wo der mit der Petition wollte rechnen, dass die Leute mit Kanner einfach geholfen wird zu anderen Möglichkeiten, anderen finanziell Entlastung. Ich bin nicht immer Freund dafür, dass sie alles Cash muss ausbezahlen, weil ich einfach auch da gesehen, dass einfach Heinz du leider ein bisschen abgedreht wird, mit der die Leute aber Kind helfen, konkret für Matthias Kanner, werde da schon ein bisschen mehr zufrieden in Morgen, wenn dagegen rauskommen, dass wir man eine Message hätten, dass ein Kind so haben, wir werden den Kanner in Zukunft mehr helfen. Also Armee hat mehr Chancen, wenn es mehr attraktiv gemäht wird. Wenn Javalo schon die letzten 5 Jahre an der Defense-Kommission mitgemäht, hören hun, das sind so Sachen, dezidiert sie von der vierischen Regierung, die Armee nicht unbedingt mehr attraktiv gemäht. Weil der Krit, wenn in an der Armee geht, dass das ändert den Mindestlohn liefert. Zum Beispiel hier gedreht, von dem aus die Regierung dagegen war, dass die Leute, die frisch an der Armee gehen, endlich mal korrekt bezahlt gehen. Das heißt, wir hätten das schon. Wenn demals die Regierung mit der demolischer Opposition gestimmt hat, hätte man auch schon zwei Doten, die gingen mal Respekt kriegen, an dem sie gingen das Geld kriegen, war den auch dabausen und Marche krit. Die Armee Kind schon mehr attraktiv sind. Der hat ein ganz CGFP, die gegen der demonstriert wird, weil da Modikus einfach das Bewertungssystem durch immer gefordert wird. Auch das ist etwas, der schwätzt die ganze Zeit von der Attraktivität von der Armee, mit die vergisst der alle die Punkte, wo der falsch gemäht wird. Und dafür mengen ich, es war ein bewusster Testballon, wo das Regierung gemäht wird für den obligatorischen Militärdienst. Und sie froh, dass du draußen das ganz negativ kommst und dass er ganz schnell Meinung gerne tut, und dass man Haut werden über die Einzelmotionen, das auch endlich werde festschreiben, dass in dieser Regierung kein obligatorischen Wehrdienst
wird kommen. Der hat gesagt, ging ich dann das Motion zum Wort stellen. Ich mache den Wort op. Der Wort als aufgeschlossen. Das Resultat vom Wort aus 25 Ja-Stimmen bei 35 Nein-Stimmen. Das Motion ist also aufgelehnt. Mit 35 Nein-Stimmen gegen 25 Ja-Stimmen bei keiner Abstention. Wir dürfen den TIS nicht privatisieren, wir dürfen nicht hingehen, also in den RGTR überhält er nur als Netzer am Süden. Als Netzer am Süden, die wissen alle Guten, sind immens viele Passagiere, wir brauchen eine Höchstqualität, wir brauchen Höchstsozialstandards und das kann just den TIS garantieren, aber wir sollten nicht hingehen und das eine Privatentreprise ausladen. Dass die vierste Regierung dem TIS gesagt hat, sie forciert bis 2030 auf Elektrobussen umzuklammen, für Leute so, und sie kriegen nicht finanziert. Ich gehe nicht recht, dass man auf Elektro umklammen, wir sollten aber nicht forcieren, wir sollten nicht forcieren, dass er nur dafür den TIS muss auf RGTR umklammen. Dementsprechend schaut die Motion Mabrüsch für das Schlimmste von den Plänen von der Regierung noch zu verhindern. Merci. Die Verhandlungen sind wie gesagt noch am Gange und dafür ging ich proposieren, dass man die Motion verwerfen. Klar, für ganz wohl Verhandlungen, dafür konnte ich auch schon verschiedene Elemente gestoßen an der Pressemitteilung von der Madame Minister lesen, wie wann die schon so entschieden wären. Und das sind eben nur mal die Punkte, dass verschiedene Linien auf RGTR werden umgeschaltet gehen. Das sind Schulbussen, das sind aber auch verschiedene Linien. Das war, dass den TIS mehr Budget braucht, mit dem soll ja laut aktuellen Verhandlungen nicht kriegen. Und ich meine nicht, dass Gewerkschaften nicht wissen, von was sie schwätzen, auch von der Lo erstellt wird, weil das genau das die Informationslage von gestern, wo die Gewerkschaften gesagt haben, dass es dort immens bedenklich ist, dass sie auch bereit sind zu streiken, soll die Regierung diesen Weg weitergehen. Dafür hat der Chamber haut gut zu Gesicht gestanden, für zu sagen, dass den TIS keine Linien und den RGTR, also auch privater, wird aufgehen. Merci. Ballfall, das, was im Moment gemäht wird, geht in eine ganz andere Richtung, wie das, was der hier an der Motion schreibt. Effektiv, das, was der hier schreibt, ist nicht am Sinn vom TIS. Merci. Ich mache den Wort op. Das Resultat vom Wort ist 4 Ja-Stimmen, 51 Nein-Stimmen und 5 Abstentionen. Die Motion ist also aufgelehnt mit 51 Nein-Stimmen gegen 4 Ja-Stimmen bei 5 Abstentionen. Das ist eine bewusste Kennzeichnung, die muss stattfinden, eine Transparenz von den Lützebäuer Produkten. Das ist der einzige Weg für uns, für das wir Produkte an den Konsument bringen. Und dazu gehört ja doch eine Verbesserung von der Transparenz. Dann ist vielleicht ein Logo von einem Lützebäuer Supermarché drauf und dann dreht den aber vielleicht so ist immer und dann also BE-Kennzeichen drauf. Und ich hatte dann in den letzten 5-6 Jahren schon öfters gesagt, man hätte gerne QR-Code drauf. Dass ich kann ganz bequem nur lesen. Den ganzen Produktionsverlauf, denke ich an all Mögliche, was die hat an den Produkten dran, also wo sie herkommen, weil schmengend Produzenten beschreiben noch immer mehr bewusst mit klein. Und da muss der Staat auch hingehen, für uns Piraten einen Mindestpreis garantieren, für dass der Bauer seine Ware kann verkaufen. Aber wenn der Mindestpreis im Markt nicht erreicht ist, dann ist es für uns, dass der Staat muss angreifen, für die Waren zu garantieren. Zur Lebensmittelverschwendung an der Hundeschenk Motion Marktbruch, das ist auch ein Thema, das schon an den 5-6 Jahren öfters Obruch ich hoffe, dass bei der neuen Regierung Dr. auf Open Ohren stoßen, weil es immer weh, wenn man Produkte haben, die nach gut sind, an die gehen Wäschgehalt wären auf der anderen Seite Leute, die sich nicht können kaufen. Für zu essen, da finde ich eine Motion Marktbruch, die ein bisschen in die Richtung geht vom französischen Modell, für hinzugehen, dass ein Supermarché müssen die Produkte, die nach gut sind, eine ASBL zur Verfügung stellen für Leute, die sich leider nicht leisten können. Merci. Wenn wir einen Preisdeckel machen, dass das so Sinn für den normalen Staat. Nur der LSAP-Pressekonferenz war nach einer Reportage von 25.000 Kilowatt. Also ich verstehe nicht, wie 25.000 Kilowatt als Privatmann kann verbrauchen. Wir Piraten, der sieht vielleicht auch eine Meinung als LSAP, so ganz klar, da ist Stopp. Wir haben immer gesagt, eine Piscine, Sauna, was noch alles, soll nicht finanziert werden. Also, wann geholt soll gehen, dann an einem Deckel von den 25.000, den schon zerhegt ist. Wir trippeln nur leider hier auf eine Bremse für die ganz umweltfreundlichen Technologien, Leute, die bei Wärmepumpe oder einem Elektroauto umgeklommen sind, sind die, die hier bestraft gehen. Vielleicht wollte CSVDP die auch bewusst bestrafen. Die Netzkästen
Mal ganz einfach, an dem sehr hier geht, an dem hat der Strom Medaille an, der defavorisiert die modernen Technologie wie ein Wärmepumpe oder ein Elektroauto und der Krut von der Presse viel gerechnet, dass ein Elektroauto nicht mehr favorabel ist par rapport zu einem Petrol, also Diesel oder Benzin. Also hat er ganz klar ein Signal gesagt gegen die Techniken. Stromnetz als eine wichtige Infrastruktur an schon volles Verständnis dafür, dass er den Ausbau will finanzieren. Ich muss Ihnen aber do ehrlicherweise auch sagen, dass Kreos schon der Staat als mattgrößten Aktionär hat, nicht direkt, mehr über NCEVO hat er die Ansicht der größten Mattspruch recht. Das heißt, da ist auch eine politische Möglichkeit hier will dafür zu sagen, das Netz wird so ausgebaut, wie es soll sein, ohne die Bürger weiterhin zu belasten, auch wenn die über verschiedene Ersatzfirmen gedeelt das, wäre aber die Möglichkeit da, weil das an einer staatlicher Hand ist.